So, liebe Freunde und Freundesfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um ein anderes Thema und wie einige von euch sicher wissen, ich habe letztes Jahr Passerelle absolviert und wie es so ist im Nachhinein, man ist immer gescheiter und habe gemerkt, dass ich einige Fehler habe gemacht habe und genau diese Fehler möchte ich euch aufzeigen und auch Tipps und Erfahrungen weitergeben, damit ihr die verhindern könnt. Willst du also wissen, wie viel ich während der Passerelle arbeiten soll und wie ich am besten meinen Alltag gestalte, dann bleib unbedingt dran. Somit kommen wir schon zum allerersten Tipp und der wäre Selbstdisziplin. Einige von euch werden jetzt denken, ja Mischa, das ist ja klar, aber trotzdem scheitern 90% von denen, die durchfallen, genau an diesem Punkt. Selbstdisziplin bedeutet, dass man die Aufträge, die man von den Lehrern bekommt, erledigt, dass man die Bücher liest und auch probiert zu verstehen. Und vor allem auch, dass man die Zwischenprüfungen, die man machen kann, absolvieren. Auch wenn sie keine Noten geben, sie zeigen euch lediglich, wo ihr noch mehr daran arbeiten müsst und wo ihr schon auf gutem Weg seid. Wenn ihr also denkt, es kommt nicht gut, ist über die Zwischenprüfung nicht, wird schlecht sein. Naja, wie sollte die Abschlussprüfung kommen, dann seid ihr eigentlich in diesem Fach schon zum Scheitern verurteilt. Und das macht meistens nicht viele in der Passerelle. Das führt mich schon zum nächsten Punkt, und zwar Perfektionismus abschalten. Sehr viele Menschen streben nach Perfektionismus oder sind sich gewöhnt, von vorherigen Schulen immer sehr gute Noten zu haben. Das wird sich grösstenteils ändern in der Passerelle. Es wird schwieriger, gute Noten zu haben, anspruchsvoller. Und da ist es echt wichtig, dass ihr euch schon darauf vorbereitet, damit ihr nicht die ganze Zeit enttäuscht seid und stundenlang lernt, damit ihr wieder an die Noten herkommt. Weil man kann nämlich auch zu viel lernen. Wichtig ist, dass man während der Passerelle den Ausgleich zwischen Lernen und Sozialem halten kann. Und wie man das macht, seht ihr noch in weiteren Punkten. Einer der schwierigsten Punkte ist sicher, einen Rhythmus zu finden. Dann empfehle ich euch, erstellt euch einen Tagesplan und euch den verinnerlichen. Weil es wird nämlich hart sein, am Morgen aufzustehen, obwohl man gar nicht in die Schule muss. Es braucht auch wieder sehr viel Selbstdisziplin und Motivation. Wegen dem ist wichtig, dass ihr euch so wie an einen fixen Plan halten könnt, damit ihr auch am Morgen aufsteht und schon etwas erledigen könnt. Weil es ist einfach nötig, dass man am Unterricht am Nachmittag rauskommt und dort auch das lernen kann, was man lernen muss. Ein weiterer Punkt ist, Constance is key. Also es ist wichtig, dass man ein Durchhaltevermögen hat und konstant dran bleibt. Mit diesem Punkt bin ich eigentlich durch die Passerelle durchgekommen. Es ist nämlich egal, wie gut du bist, wenn du dran bleibst und motiviert bist und deine Sachen erledigst, dann wirst es auch du auf jeden Fall schaffen. Auf jeden Fall ein Tipp von mir, falls ihr im zweiten Semester nicht so motiviert seid, brecht dann nicht ab, dann seid ihr schon auf sehr gutem Weg, dann habt ihr es schon fast durch, bleibt dran. Und sehr entscheidend ist dann schlussendlich auch noch die Schlussphase, wo es darum geht, wer die Passerelle wird bestehen und wer nicht. Der nächste Punkt, Lerngruppen bilden, ist ein Punkt, der mir sehr viel gebracht hat. Ich habe viel mit meiner Lernpartnerin zusammengelernt und ich empfehle euch auch, eine Lerngruppe zu bilden und einmal pro Woche zusammen zu lernen. Es ist gut für den Austausch, es ist eine andere Form des Lernen. Ihr seht, wo ihr steht, ihr seht, wo ihr noch ein bisschen aufholen gegenüber euren Mitschülern. Und hier auch ein Tipp von mir, ihr lernt nicht unbedingt am besten mit der Person, die genau die gleichen privaten Interessen hat und den gleichen Leuten auf Instagram folgt. Nein, ihr lernt grundsätzlich am meisten von den Leuten, die besser sind als ihr, die mehr wissen in einem Gebiet und von denen könnt ihr dann auch Wissen übernehmen. Also tut euch hier bei der Auswahl von Lerngruppen nicht zu fest beschränken oder sagen, mit dem, was ich nicht lerne, das ist nicht mein Typ. Jetzt zu einem Punkt, der andauernd wieder diskutiert wird, und zwar, wie viel soll ich jetzt nun arbeiten? Ich habe am Anfang des Videos gesagt, ja, ich zeige euch das gerne auf, werde ich jetzt auch machen. Und zwar hat meine Erfahrung gezeigt, dass man eigentlich die Frage in 3 Sektoren unterteilen kann. Und zwar ist eigentlich entscheidend, welche BM man im Voraus gemacht hat. Der nächste Punkt ist klare Ziele. Und das am besten schon für die nächsten 10 Jahre. Weil Ziel ist schlussendlich das, was euch die ganze Motivation gibt, durch die ganze Passerelle durch. Am besten habt ihr immer Bilder im Kopf, was ihr gerne sein in 10 Jahren und euch schon
immer wieder in die Situation hineinversetzen. Wenn ihr einen Plan habt, schreibt den auch auf und hängt ihn über euer Pult, schaut ihn immer wieder an und das gibt euch sehr viel Motivation und einen Fokus auf das, was ihr eigentlich wollt. Weil wichtig ist, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren und wie die meisten ja wissen, der Weg ist das Ziel und wer kein Ziel hat, ist auch hier schon fast wieder zum Scheitern verurteilt. Work smart, not hard. Ein Punkt, der euch das Leben sehr stark erleichtern kann. Und zwar ist nicht der Sinn, dass ihr stundenlang vor euren Büchern hockt, sondern kurz und intensiv lernt, gefolgt von Pausen. Wenn ihr euch nicht mehr konzentrieren könnt, so nach etwa einer Stunde, dann macht eine Pause, esst etwas, trinkt etwas und hockt dann wieder neu fokussiert her. Was mir ebenfalls viel geholfen hat, ist am Mittag eine grössere Pause einzulegen, also mindestens 1,5 Stunden, und sich dort selber etwas kochen, ein bisschen aktiv werden, Kopf durchlüften, an etwas anderes denken und dann ist man wieder viel frischer im Kopf und bereit für weitere Sachen zu lernen und aufzunehmen. Und weiter geht's. Der nächste Punkt ist Ablenkung eliminieren und Zeit optimal nutzen. Es gibt eigentlich 2 Ablenkungsfaktoren. Der erste ist ein unruhiger Arbeitsplatz und der zweite das Handy. Der erste kann man relativ schnell eliminieren, indem man sich ein ruhiges Plätzchen sucht, wo man sich gut konzentrieren kann, wo man all sein Material dabei hat und wo man einfach von niemandem gestört wird. Migo, ich bin gerade am Putzen, du tust dein Zimmer noch selber saugen, gell? Ist gut, he? Einfach heute noch, wenn möglich. Der zweite ist um einiges schwieriger, und zwar geht es hier um die Problematik Handy. Meine Empfehlung, wenn ihr lernt, stellt es auf Stumm- oder Flugmodus, tut es ausser Reichweite, und wenn ihr etwas auf Google oder im Internet nachschauen müsst, dann macht das am Computer, weil man dort in meinen Augen um einiges weniger abgelenkt ist. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ist meine Bildschirmzeit analysieren und schauen, wie viel Zeit ich auf welchen Apps verbringe. Die Folge davon war, dass ich Snapchat gelöscht habe und somit 1 Stunde pro Tag für gescheiter Sachen nutzen. So, dann würden wir zum nächsten wichtigen Punkt kommen, und zwar die Einstellung. Die Einstellung tut nicht nur in Passerelle, sondern allgemein in eurem Leben sehr viel entscheiden. Zum Beispiel, wenn ihr denkt, ihr seid schlecht im Mathe, ihr das Fach nicht gerne habt und schon jetzt wisst, dass ihr nicht gut werdet sein oder die Einstellung habt, dann werdet ihr auch nicht gut. Und dann werdet ihr auch schlecht sein und auch eine Abschlussprüfung. Und das muss der Passerelle nicht verleiden. Positive Einstellung und motiviert sein und dranbleiben. Und dann kommt es gut. Und sonst fragt mal euer Umfeld, ob ihr eine gute Einstellung habt, ob ihr positiv eingestellt seid. Und für viele ist es schwierig, selber herauszufinden. Und wenn ihr merkt, ja, es funktioniert nicht so, dann rate ich euch wirklich von der Passerelle ab und tut die 8000 Franken oder mehr lieber für etwas Sinnvolles ausgeben. So, der nächste Punkt wird an euren Alltag gerichtet sein, den ihr während der Passerelle werdet haben. Und zwar ist es wichtig, dass man sich nicht ständig probiert zu rechtfertigen. Hey Mischa, wie geht's dir? Ja, ey, geht gut, merci. Und dir? Ja, voll, mir auch. Was ist jetzt eigentlich so? Bist du immer noch auf der Bank? Nein, voll nicht. Ich mache Passerelle momentan. What you mean, what you mean? Passerelle? Was ist denn das? Noch nie gehört. Und genau diese Szene werdet ihr mindestens 20 Mal erleben, wenn ihr Passerelle anfängt. Und da gilt schlussendlich einfach, es gibt einen Satz, der das eigentlich sehr gut erklärt. Und der ist, Passerelle ist eine Schule, für sie nicht die Uni kann. Verschwendet da keine Energie, das ins Detail zu erklären. Und vor allem, tut noch nicht probieren zu rechtfertigen, wenn irgendjemand sagt, du hast ja mega viel frei, ist ja mega chillig. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen neuem Lernen, das sehr viel Zeit, Motivation und Energie braucht, gegenüber irgendwelche Routinearbeit ausführen, die man vielleicht schon seit 5 Jahren macht. Sport und sonstige Hobbys. Gebt die auf keinen Fall auf. Zu viel Lernen wird die Kopf sehr ermüden. Wegen dem ist es wichtig, dass auch 2 bis 3 Mal pro Woche die Körper ermüden und das erreichst du durch Sport. Es gibt dann allgemein ein besseres Gefühl und du schläfst dann auch besser und bist am nächsten Morgen fokussierter und berater, wieder Sachen aufzunehmen. Also vor allem gegen Schluss der Passerelle
probiert die Stunden nach dem Sport noch einmal zu nutzen, um euch das Wissen wirklich in den Kopf hineinzubiegen, wortwörtlich. So, kommen wir nun zum zweitletzten Punkt, und zwar nutzt die modernen Applikationen zu deinen Gunsten. Das bedeutet so viel wie, kauft ihr am besten ein Surface, für alle, die nicht wissen, was es ist, so ein Teil hier. Die sind sehr nützlich, und da könnt ihr eure ganzen Notizen drauf schreiben und dann auch sinnvoll abspeichern. Ich habe das Ganze eigentlich verpasst und mir kein so Surface gekauft, weil ich einfach zu faul war und alle Notizen von Hand auf Papier geschrieben. Das war am Anfang sehr einfach und auch billiger, aber mit der Zeit hat es mich dann eingeholt und ich hatte ein riesen Chaos mit dem Papier bekommen, wo ich wirklich haufenweise Zusammenfassungen und Notizen hatte. Und die alles vom Surface hatten, haben am Anfang vielleicht ein bisschen Mühe mit dem Ganzen, aber haben dann dafür alles super abgespeichert und immer alles sofort abrufen. Also wirklich, ich empfehle euch, kauft euch so eins. Mehr als die Hälfte unserer Klasse hat auch so eins benutzt und sehr positives Feedback gegeben. Und natürlich habe ich ein paar Klassenkollegen von mir gefragt, welche das die besten sind. Und die besten habe ich nach unten in der Infobox verlinkt. Jetzt noch zum letzten Punkt, der vielleicht eher ein bisschen persönlich ist und von mir kommt. Und zwar geht es um die persönliche Weiterentwicklung. Das ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt. Weil in der Passerelle lernt man sehr viel Theoretisches und kommt sehr viel Wissen vermittelt über. Aber schlussendlich müsst ihr probieren, euch in diesem Jahr selber weiterzuentwickeln, an euch zu arbeiten und euch weiterzubringen, euch Ziele zu setzen neben der Passerelle und die zu verfolgen und auch zu erreichen. Passerelle ist das erste Mal im Leben, wo ich auch so ein bisschen Zeit für eigene Ziele hatte, ein bisschen eigene Businessinteressen. Die Zeit habe ich dann eigentlich auch genutzt und habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und gegen Ende von Passerelle bin ich dann auch auf die Idee gekommen, eigentlich YouTube zu machen. Das hat mich inspiriert. Und hier bin ich jetzt, mache die Videos. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder es mit euren Freunden teilen, die vielleicht bald Passerelle werden anfangen. Und sonst freue ich mich über ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ja, jeder hat ja immer so ein bisschen sein Hassfach. Mein Hassfach war Geschichte. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man sehr, sehr viel lesen musste und es echt verdammt viel Stoff war. Wirklich, es hat fast alle von der Klasse abgelöscht. Und aufgrund von dem haben wir am Ende vor der Prüfung auch so eine riesige Liste bekommen mit etwa 200 Wörtern, die man alle hätte können. Und ich und meine Kollegin haben uns den Aufwand gemacht, die meisten von denen souverän zu beantworten. Die Liste ist unten in der Infobox verlinkt, die könnt ihr gratis herunterladen. Und ja, vielleicht bringt sie am Ende oder anderen etwas und erspart ihm ein bisschen Arbeit. Migo, du musst schon dein Zimmer suchen, gell? Migo, ich bin gerade am Putzen. Schau, du hast dein Zimmer da selber suchen.